Nun denn, nun denn, nun denn. Es soll also eine Bürgermeisterwahl in Tears of the Kingdom geben und ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht nur dabei, sondern mittendrin. Na meinetwegen, die bin ich sowieso. So vor euch, lasst ihr die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Clovia, sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Keine Zeit zu verlieren. Och nö, muss ich echt dafür sorgen, dass sie Bürgermeisterin wird? Nee, bitte nicht. Die sind so unsympathisch. Oh, du schon wieder. Es war so viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Wollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für Redner natürlich. Ein Redner will in meinem Ensemble nichts zu suchen. Was? Sofort rufe den Sicherheitsdienst. Ihm fort mit dir, du Redner. Hier gibt's keinen Sicherheitsdienst. Für wen bist du? Für Sagono. Sehr schön. Den Bürgermeisterposten. Die Redner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Einen fantastischen Plan. Wir schenken Pilzen alle Rednerwähler. Eine Ode an die Pilzmode. So, Pilzmode. Oh Gottes Willen, ey. Lasst zu erkennen ihre unmodischen Kleidung. Das man also insgesamt 8 Rednerwähler. Ist nicht gerade viel. Sagono oder Redner? Was soll ich nur tun? Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich. Oh, Arbeit. Entschuldigen Sie. Klar. Will mich nicht im Stich lassen? Es geht um Sagono. Mir ist aber nachts schlecht geschleicht. Ganz lange. Ich habe keine Ahnung wohin. Okay. Schnell für sie gelaufen. Ich möchte Sie bitten, meiner Schwester folgen, herauszufinden, wohin sie hingeht und was sie dort treibt. Sie war echt sauer auf mich. Okay. Alter Schwede. Ja, hier, jetzt gibt es offenbar ein bisschen was zu tun, ne? Also ist das hier offenbar auch einer von den Wählern. Ah, ganz seltsame Dinge hier. Oh, entschuldige, bist du ein Tourist? Und auf der Felder und Weiden. Ja, früher lebten wir eigentlich in der Natur und so, aber jetzt ist alles scheiße, Mann. Oh, bitte entschuldige mein Gefasel. Ach, nichts. Als Hopp. Ja, später. Vielleicht. Ich will bloß erstmal die Quest starten. Aber wir haben noch nicht entschieden, für wen ich jetzt eigentlich wirklich bin. Hey, seh dich, Mann! Hier nicht stibitzen, wa? Ach, Menno. War so verlockend. Huch. Servus. Ja, das falsche Haus? Ah, ich wurde entdeckt. Wir haben früher in diesem Haus gewohnt, also komme ich manchmal aus Versehen noch her. Jetzt wohnen wir in dem bunten Haus am Rand vom Dorf. Da gibt es Fröschel in der Nähe und das Haus von Fräulein Zelda. Aha. Okay. Ja. Waren wir vorhin schon. Ja, überall Pilze. Hübscher Pilz. Überall hält's Pilzchen, ja. Überall hat's Pilzchen hier. Okay. Probedo wohl auch irgendwie so ein Wähler ist. Vermutlich ein Anti-Pilz-Wähler. Kann ich absolut nachvollziehen, was ist hier los? Puh. Bin ich vielleicht schon ein Haus zu weit? Ab nach Hause! Wie geht der jetzt? Wer macht das Rennen? Was? Steht's da hier? Oh Gott. Okay. Sagono ist unsere einmalige, geniale, sagenhaft avantgardische Designerin. Sie hat ihren Namen zur Marke gemacht.
Okay. Schräge Dame. Oh, hier noch Schönes. Vorsicht, baufällig betreten verboten. Ah ja. Ja, das sieht mir natürlich nach einer Färberei aus, weil die Farben erinnern mich ein bisschen an Anno 1800. Das ging ein bisschen zu schnell. Das habe ich nicht kommen sehen. Du, du, du. Mhm. Mhm, mhm. Wow, das ist aber harte Farbe. Bisschen ausgetrocknet. Du, du, du. Okay. Ja, von da kommen wir, ja. So, was ist denn jetzt eigentlich hier los, Puh. Eines Tages ein zweiter Laden. Willkommen in der Färberei Tornado. Du, 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 du. Die Färberei. Willkommen. Bisschen Reisender. Jo. Du, 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 du. Wir können auch andere Stoffe verarbeiten. Mhm. Ach du Scheiße. Ja, das sieht mal nach einem richtigen Farbmaster of Disaster aus. Okay. Interessant sieht's hier durchaus aus. Hä? Und jetzt sagen wir, aha, ich brauche einfach blaue Monsterteile, Lebensmittel, whatever. Blaue Färbemittel und bei roten sind es rote Dinger. Okay. Bei grün sind es grüne. Macht irgendwie Sinn, ne? Hehehe, einspaziert. Willkommen bei Tornado. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Fährmaterial dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten, ja? Und 20 Rubine färben wir dir deinen kleinen deinem Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Was, das ist wirklich ein schönes Parasegel. Schöne Stoffbrings machen dann Parasegel erneuern. Sagono-Stoff. Oh Gottes Willen, ey. In der Region zu finden. Parasegel erneuern. Mal gucken. Normaler Stoff. Den haben wir eigentlich schon, wa? Nostalgiestoff. Das müsste der aus Breath of the Wild sein. Auch neben Doomstar. Ne, denke schon. Kleberkurier auch nicht. Pferdegott. Ja. Sagono. Ne, um Gottes Willen. Aber überall als Pilze drauf. Der Leunenkönigstoff. Prinzessin der Schattenstoff. Ah, da wäre was. Wobei. Wieso Prinzessin der Schattenstoff? Wo ist da bitte schon Mintner drauf? Komm schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Okay, da ist schon, das wäre irgendwie eine Art zweiter Turm, aber das war ja ein bisschen lächerlich. Obwohl lächerlich, wo ist jetzt eigentlich gerade? Doch ist da oben, wa? Ganz kurz verwirrt, wenn ich nicht mehr wusste, wo ich jetzt da überhaupt hin muss nachher. Das ist die Schule, ja, alles klar. Und da müsste ein Todesberg sein, wa? Ui, ui. So. Da bin ich wieder. Muss man eine Färbetechnik perfektionieren, Mann. Ja. Und selbst finde ich es gar nicht so leicht. Eine Schleims anfertigen. Wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine, kein Feuerschleim, kein Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Ja, okay. Hä? Kann ich dir jetzt einen blauen Schleim geben? Ja, ich hab den blauen Schleim dabei. Warte mal. Das Geheimnis, das Ding. Ja, ja,
Ne, sind Episoden, Entschuldigung. Ist eh falsch. Hier. Neues Reckengewand. Design mit Schleim. Schleim erinnert, allerdings fehlt dafür eine Vorlage mit einem blauen Schleim. Ja, ja, aber habe ich doch. Und nicht mehr. Ja, der futsch mittlerweile? Doch sicher normale Schleime im Inventar. Da, blauer Schleim. Okay, verstehe das, wer will. Das ist ein Bug oder was? Originalfarbe herstellen. Wie sieht es denn da oben aus, Einfach mal ein bisschen färben. Was könnte man denn so? Eine ganze Garnitur. Das Ganze in weiß. Weiß nicht. In schwarz. Wo? In grau. Braun, hellgelb, Karmin. Was? Karmesinrot oder so. In grün. Ja, der grüne Link ist zurück. In dunkelblau. In weiß 7 ist sicher einfach besser, oder? Eine 5 aus. Okay. Kann man gucken mit dem Prinzessin-Enzian. Okay, ja, das Prinzessin-Enzian behalten wir mal noch für Dinger. Für das Reckengewand, weil da erinnere mich noch, das war bei Breath of the Wild schon so, dass du sehr viel davon gebraucht hast. Das wird hier sicher oder so sein. Nee, oder? Das ist nicht dein Ernst. Wow. Vor allem buntem Wesen ist einfach eine weiße Kleidung. Naja. Wir können es mal machen, ne? So testweise. Weil wir noch nicht ganz schnell was mit dem blauen Schleimstelle los ist. Also ich verstehe irgendwie die Quest da nicht so ganz. Einen blauen Schleim. Einer eher häufigen Kreatur als Referenz und sich dafür eine Vorlage. Habe ich denn... Warte mal. Nee, wo ist es hier? Muss ich vielleicht einen Schleim fotografieren, aber noch gar keinen? Es geht nicht um den Schleim selber, sondern es geht um das Foto. Schatzi, schick mir ein Foto. Entschuldigung. Das könnte vielleicht sein. Dann kann man Schatzsuche. Achso, ja stimmt, die hatten wir schon. Hateno-Schule. Es war abends, jetzt kann ich der anderen eigentlich noch folgen. Theoretisch zumindest. Dann gucken, ob es hier vielleicht irgendwann einen Schleim gibt. Wundern würde es mich nicht beim Spiel. Werden wir schon mal haben. Nordpol von Atheno.
Okay, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Obwohl, das sieht hingegen eigentlich vertraut aus. Doch, hier waren wir. Ich glaube, einfach irgendwie vom Brunnensymbol nicht damals irgendwie gedacht, hier wären wir beim Westbrunnen oder so. Und hab das gar nicht so geschnallt. Krass, dass Athena so viele Brunnen hat. Ein goldener Apfel. Hm? Die gibt es ja auch eher selten. Da kommt ja wohl irgendwo ein Schleim sein. Da brauchst du das Schwert. Aha, da geht's eh zur Hateno-Festung, beziehungsweise zum Institut. Das ist kein Neidra, der da irgendwie verschwindet. Ein schönes Feld. Warum ist ein Hyrule Reis zu farmen? Also farmen. In Anführungszeichen. Ja, mit Mund? Nee, Gott sei Dank. Ja, wie eben 5 Minuten so weit, also von dem her. Hätte ich schon längst merken müssen. Haben wir da eine Glocke? Ist eine Schule, wa? Ich fange deswegen wegen Crocs. Kinder, Schule. Schule um Mitternacht. Warum nicht? Ich glaube, ich als Kind damals hätte mich nicht gefreut, aber es wäre irgendwie cool gewesen. Sind Monsterlager natürlich wieder Silber dabei und so. Zwar auch eine Monstertruhe. Ein richtiges Mischmasch an Monstern, war. Okay. Von den Waffen her mitunter auch nichts Besonderes, wobei vielleicht so ein besonderer Stab. Glühbirne noch da unten? Naja. Die Schule ist offen. Suchen dringend Lehrer. Ich als Lehrer. Genau, so weit kam es noch. Nichts gegen den Beruf selbst, aber ich bin da überhaupt nicht. Nee, das ist keine gute Idee. Das nächste Fach ist... Schlafen. Oh, ist ein Hylia. Ein Chica. Ich kann nicht mehr... Link, du bist zurück, Mann! Das ist wohl Prinzessin Zelda. Nee, die sind Drachen mittlerweile. Das ist eine lange Geschichte. Nächstes Thema ist die Verheerung. Unsere Einwohner hältst du Lust? Beginnt morgens, so gegen Mittag. Komm, das okay. Machen wir. Gehen wir wieder zur Schule. Oh. Wenn ich jetzt eigentlich schon mal dabei... Ah, ich der falsche Knopf. Schon dabei bin, das Ding, Design mit dem Schleim. Dann frage ich mich doch natürlich direkt auch... Warte mal, oh, so viel... Alter Schwede. Bisschen zu viele Quests offen gerade. Ihr Geheimnis.
Was ist jetzt los? Ach so. Das sind jetzt die Pilze irgendwie plötzlich auf Nacht aktiv werden. Die sagen noch so, ich muss aufpassen, okay. Aber sie ist schon, oder? Habt ihr schon richtig gesehen? Oh, Alter. Ja und nun? Also ich weiß, dass es hier drin ist. Soll trotzdem da rein? Hat irgendwo eine Öffnung, wo ich da reinkomme? Aha. Der alte Wind Waker Trick. Also gut, sieht aus, als hätte mich niemand gesehen. Jetzt Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlemmerei. Und da ist das heutige Gourmet-Gemüse. Dieser ganze Form, dieser Duft. Ah, köstlich. Keinerlei Bitterstoffe. Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass die Schale mundet ist dem Könner des Gemüsezüchters und der Qualitätsboden zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Athen. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend. Man sagt mir nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das Simple und Schnörkellose. Okay. Das lässt sich nicht leugnen, fürchte ich. Und wenn ich jetzt satt bin für heute, gehe ich mal besser wieder nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird zuvor noch misstrauisch. Okay. Das war sehr interessant. Ich selbst darf das Gemüse nicht nehmen, oder was? 5:20 Uhr morgens. Ich bin noch keine Sau wach, wa? Neue Erkenntnisse? Ja, sie nascht heimlich Gemüse. Ganz, ganz böse. Ja, Schaffensdrang, ihre Weiterentwicklung und sowas. In Wahrheit wollte sie einfach wieder das Gemüse aus ihrer Heimat essen. Hier zum Dank. Vielleicht hat es einen Einfluss auf die Bürgermeisterwahl. Sollte man eigentlich meinen. Das heißt, wir müssen trotzdem ein andermal noch die Pilze geben, wa? Naja. Zur Schule, das machen wir später, das ist noch ein bisschen früh. Was soll ich färben? Ja. Bereit, Tornado, wir nämlich auch. War schon. Ja. Geht's zur Färberei? Okay. Mal gucken, was haben wir hier? Könnte hier das Haus des Bürgermeisters sein. Verriegelt und verrammelt. Eintrittsschenken ist verboten. Kommt da vielleicht über den Brunnen da rein? Weil unten ist da der Brunnen. Weil das ist so ein kleines Haus, da musst du echt gut zielen, ey. Ja, das, nee. Also vielleicht schon, aber momentan jetzt nicht. Ich hab's vergessen. Das ist nur nicht gut. Das beschäftigt mich. Fräulein Zelda. Okay, hier wieder viel zu tun. Alter Schwede, Atheno, ey. Ja, jetzt aber viele Quests. Lecco mio.
Was nicht genau, was vom weißen Gewand halten soll, Freunde. Einerseits finde ich es cool, andererseits auch ein bisschen overdressed. Aber sobald wir dann eh das Reckengewand haben, werden wir das uns sowieso anders kleiden müssen. Und je nachdem, eher wieder irgendwie was mit dem... Vielleicht sogar die Zeithosen anziehen dazu oder so. Muss mal gucken. Auf die Hose belassen, das Reckengewand, aber egal. Wir gucken das an, wenn es soweit ist. So, etwas Sorgen um mich, Mann? Oh, stimmt ja. Wir haben uns so sehr aufgeregt. Nachher ist mir das ganz schön unangenehm. Ja, hoffentlich auch. Ich kriege nämlich 2 streng geheime Pläne, um Sagono auszustechen. Und ein anderer Plan könnte danach gehen. Ich überlege nämlich, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wieder zu beleben. Früher, da mein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Der Bruder Bennett. Die cremige Konsistenz ist mir immer positiv im Gedächtnis geblieben. Eine Dorfspezialität zu machen. Das klingt gut. Woran genau meine Großmutter gearbeitet hat und mit wem? Haben Sie gerade einen beißenden Geruch? Kann ich das da oben noch einmal riechen? Ein frischen Glas Milch vom Bauernhof auf dem Hügel. Eine neue Dorfleckerei. Ich frage mich, ob vielleicht Robelo eine Ahnung hat. Weil es geht ja um seinen Großvater. Robelo ist etwa so alt. Was? Vielleicht mag ein bestimmter Geruch. Hä? Da soll es auf irgendwas kochen geben. Okay, Spiel. Gibt es vielleicht irgendwo einen Hinweis darauf? Klar, wir können natürlich einfach wild herumkochen oder ich guck mal da in die Scheune nach, aber... ja, weil in der Schule wird... ah ja, Schule. Muss auch gleich hin. Ja. Ich habe das schon mal gesehen. Boutique Sophie, was? Ja, stur sind sie beide, das stimmt. Etwas ganz anderes. Und das wäre... dann geh. Die Tür aufstoßen, aber so. Oh, cool, machst du das Haus für mich auf? Ist okay, dann schließe jede Nacht in unsere Hütte ein. Aus völlig unerfindlichen Grund. Das wäre geheim. Was ich entdecken würde. Behalten würden, wenn du vorbeigekommen bist. Geh bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht da ist und ich finde raus, was er zu schaffen hat. Bezahlen natürlich auch dafür. Man kann so ein Loch, etwas Ähnliches hineingraben. Ach nö, ihr müsst auch in der Mitte. Nein, ihr müsst. Mist, ey. Ah, okay. Machen wir das Ganze mal auf der Karte. Und vorher gehen wir zur Schule. 7:30. 20 vor, Viertel vor. Wo die Schule wird? Eine gute Frage, ich bin schneller. Herr Lehrer, ich bin pünktlich. Also, kommt drauf an, wann die Schule anfängt, wa? 8 Uhr. Könnte klappen. Ich denke, unsere Kinder müssen erst etwas über die Verheerung lernen, bevor sie eine bessere Zukunft erschaffen können. Okay. Hä? Da kommen 3 Kinder, sind aber nur 2 Stühle frei. Wie geht das? Sie müssen bald da sein. Beeilung! Hä? Dann ging er einfach draußen rum. Ich will der Erste sein. Sind wir alle, Herr Lehrer? Hä? Ja, leg los. Ein bisschen müde, aber ich habe einen Riesenspaß. Hey.
Ja, soll doch. Oh. Wann geht's denn los? Ah. Hm. Ah, jetzt. Punkt 9 Uhr, wa? Das ist jetzt Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Wir wissen, ist Hyrule's Geschichte stark geprägt von der sogenannten Verheerung. Tatsächlich ist sie kein Einzelfenomen. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule rein. Jetzt bin ich gespannt, was hier erzählt wird. Vor allem natürlich jetzt auch im Hinblick darauf, dass von der Hauptstory her ja eigentlich schon den Ursprung dieser Verheerung erkennen. Sprich, ja wissen, okay, das war Ganondorf damals, der irgendwie in der Schloss Hyrule versiegelt wurde und irgendwie brachte er halt seine Energie aus ihm raus. Daraus wurde dann irgendwie eben Ganon geformt, der taucht schon mal vor 10.000 Jahren auf. Dann kamen die Sheikah und dachten sich so, wir bauen jetzt irgendwie krasse Maschinen, vernichten ihn oder versiegeln ihn wieder. Dank Zelda, einem damaligen Helden. Und dann vor 100 Jahren tauchte plötzlich die Verheerung Ganon wieder auf. Hat dann aber alles ein bisschen, naja, durcheinandergewirbelt. Darauf kamen ja dann die Ereignisse auf Breath of the Wild zu sprechen. Da hatten Zelda die Verheerung dann versiegelt und ja, zumindest die Energie davor, ne? Sag jetzt mal. Jetzt mittlerweile wissen wir, dass es eigentlich alles Ganondorf selber ist. Deswegen frage ich mich jetzt halt, wenn er sagt, es sprach schon mehrmals über das Königreich Hyrule rein. Wir wissen selbst eigentlich nur von 2 Fällen. Vor 10.000 Jahren und vor 100 Jahren das erste Mal, beziehungsweise wie wir es jetzt vor ein paar Jahren nochmal besiegt haben. Also eigentlich 2 Mal. Aber mehrmals heißt für mich eigentlich mehr als 2 Mal. Es würde ja, wenn man Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in die offizielle Zelda-Timeline einbettet, würde es ja auch Sinn machen, ne? Weil Ganon oder Ganondorf, der war ja immer wieder vertreten. Das war vor 10.000 Jahren versiegelt vom Helden mit dem Bandschwert durch die heilige Kraft der Prinzessin. Ist das nicht ein Märchen? Wir können alle Zeit noch sagen, was Wahrheit ist und was Legende. Vor 10.000 Jahren, puh, das ist so schwer vorstellbar. Wir sehen Bilder oder so von dieser Verheerung vor 10.000 Jahren. Ja, bei den Sheikahs. Es ist kein Märchen, das versichere ich euch. Wir reden hier von wahren historischen Ereignissen. Was sind so das irgendwie... Doch, ein Kagriko im Ding. Wie ist die Hütte? Also das war die von Impa, was? Vom Dorfvorsteher, Häuptling, wie auch immer. Da gab es dieses Wandgemälde. Der ganze Unterricht keinen Wert. Erzähl mal, Link. Das Gemälde Verheerung aus Impas Haus geliehen. Ja, eben. Impas Haus findet sich in Kageriko, was zwar auch in Necluda liegt, aber zu weit im Nordwesten für eine kleine Stippvisite. Ich könnte den Kindern doch nur eine detaillierte Abbildung der Verheerung zeigen, sie werden sofort alles verstehen. Mittlerweile ist es wohl nicht mehr Impas Haus, korrekterweise ist es eher Payas Haus. Ach, ist die die neue? Ältest. Gut, macht Sinn, das habt Impa ja erwähnt. Trotzdem, ich finde das immer noch ein bisschen seltsam wegen die Verheerung Ganon. Eben das auch vor 10.000 Jahren. Der Held, die damalige Zelda, oder, ja, Prinzessin haben sie versiegelt. Aber jetzt mit den Kenntnissen aus Tears of the Kingdom, kann ich mal quatschen. Da fragst du dich halt schon, was haben sie denn versiegelt? Eigentlich nur die Energie, die während diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar halt Ganondorfs Körper verlassen hat. Weil es kann ja wohl kaum sein, dass es irgendwie 2 Viecher gab. Ja, 2 Ganondorfs, ein Ganondorf und ein Ganon. Das wäre irgendwie ein bisschen creepy. Das würde keinen Sinn machen. Also finde ich zumindest. Who knows? So, es ist Mittag, wir müssen da ja runter. Also gucken, hier ist der Brunnen. Oh, okay. Dann gucken wir mal, wie ich da am besten zum Haus hinkomme, wa? Hä? Die scheiß Markierung wieder weg. Ich glaub das nicht, ey. Moment, das haben wir anders vorgestellt. Wo bin ich jetzt?
Hier, stimmt doch, oder? Da ist ein Durcheinander, ey. Okay, okay. Doch stimmt das schon. Hier ist es ja. Okay. Dann markiert das jetzt halt anders auf die Schnelle. Machen wir so. Aber es ist natürlich auch cool, nochmal auf das Thema mit der Verheerung zu sprechen, dass halt diese Rückblende auch gezogen wird. Dass nicht einfach heißt, jo, Tears of the Kingdom, das spielt halt nach Breath of the Wild und fertig. Also man halt doch auch noch Hinweise darauf hat und ja auch Erzählungen, was halt damals geschehen ist. Das ist trotz allem schon ganz schön nice. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich da runterkomme wieder. Da ist ja dann der andere Brunnen. Genau, ich muss irgendwie da runter. Das war vom Südbrunnen her. Weil es trotz allem creepy ist. Warte mal. Müsste hier sein, wa? Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Atheno ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu merken, dass die junge Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Was entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz im neuen Sagonus-Stil. Ach was. So. Hä? Wo ist die alte jetzt? Das beschäftigt mich. Ja, ich hab's rausgefunden. Wie läuft's so, Mann? Schon etwas rausgefunden? Ja, sehr viel. Ich tropfe übrigens. Dieser Sturkopfmann. Mann, mehr, dass du rausgefunden hast. Automate mal 10. Ernsthaft. Eine coole Episode irgendwie. Sagonus Geheimnis, Redners Geheimnis. Sagono oder Redner. Immer viel zu tun. Ob jetzt mit der Verheerung an oder ohne. Spielt ja keine Rolle. Kochlöffel. Kochlöffel natürlich, nicht Löffel. Gasthaus. Was gibt natürlich noch? Uff, meine Güte. Geht nicht? Ah, komm schon. Achso. Link. Nicht schwierig werden, Kumpel. Nicht schwierig werden. Geh hoch. Link, geh hoch. Manchmal ist unser guter Link ein bisschen schwer vom Begriff. Muss ich leider mal zugeben. Was ist los, Kumpel? Willkommen, Kamerad. Noch mit dem Empfang, ja? Sakuno tragen soll. Oh Gott. Es sind ja 8 Stück vom Hallo-Pilz. Das machen wir aber später, Freunde. Erstmal überall ein bisschen umgucken.
natürlich zum Hateno-Institut noch gehen, ne? Ich glaube, da auf dem Rückweg, dann schließen wir diese Quest hier ab. Mal gucken, wo hier überall diese Schreine sein sollen, die ich mal erwähnt hatte. Aber kurz rein kann ich ja trotzdem. Der alte Modemuffel. Die kommen ja gut miteinander aus, wa? Ist noch irgendwas Neues? Irgendwas Altes, Blaues, Geborgtes? Nö. Kann ich helfen? Primella, warte mal, die kennen wir doch. Der war schon damals hier. Luxusbett? Nehmen wir das Luxusbett, komm. Kohle haben wir eh genug. Bis morgens, das ist doof, bis mittags, den ganzen Tag pennen, bis abends, komm. Powernapping. Also ein längeres. Kann nicht schaden. Ab und den Schaden, die Zeit ist schon vorbei, ey. Alter, die geht bei Tears of the Kingdom so schnell immer um. Wir haben das Gefühl, wir haben pro Folge irgendwie kaum Content, also kriegen kaum irgendwas hin, das ist so deprimierend. Dabei rückblickend haben wir eigentlich doch schon viel gemacht in der Folge. Es wirkt immer ein bisschen anders. Okay, hier war der Schrein also. Verstehe. Oh, und hier sind wir durch. Was haben wir hier noch markiert? Okay. Also da oben war der Schrein, haben wir gemacht. Soweit. Soweit, so gut. Da ist noch ein Brunnen. Ostbrunnen. Alter, in dem Spiel hat es aber auch Brunnen, ey. Noch schlimmer, in dem ganzen Spiel hat es Brunnen wie Sau. War doch auch schon. Jetzt mittlerweile. Ja, natürlich. Unten habe ich eigentlich alles schon gemacht. Glaube ich zumindest. Vielleicht irgendwo das eine oder andere übersehen, das kann sein. Aber ich hoffe es eigentlich nicht. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir im Verlauf des Spiels mal noch eine genaue Erklärung bekommen. Wegen der Verheerung Ganon. Oder sprich auch wegen Ganon und wegen Ganondorf. Also sicher sowieso, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist eigentlich... Ja, halt über die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende weg hat sich halt Energie aus Ganondorf gelöst, wie wir es zu Beginn des Spiels auch gesehen haben. Nur war es halt jetzt nicht das Miasma, weil das Siegel von Trauerwald lockerer wurde. Deswegen das Miasma entstand, sondern es war halt noch eine schwächere Form. Das, was wir halt eben aus dem Vorgängerteil kennen. Wenn es das halt zu sehr ansammelt, eben so während Jahrtausenden, dann bildet sich halt, könnte man sagen, ein eigenes Bewusstsein daraus und das wird dann halt Ganon, der einfach ausbricht als Energieform. Entschuldigung fürs Wecken. Oh, fuck, nein, wollte er gar nicht, scheiße. Dann Wälder kümmert und wir müssen noch schlafen lassen müssen. Okay, ja, Mist. Dann ein aus Versehen schon gemacht. Ja, ich muss es ja sowieso machen, ist klar, aber und dann später machen. Entschuldigung. Ich glaube, ich weiß wieder, wieso ich hier den Pilz sage ich schon. Die Markierung gesetzt habe. Ich habe doch gedacht, das wäre unser Haus. Aus Breath of the Wild, aber da war er so weiter unten. Auf den ersten Blick sieht schon ähnlich aus. Wir gehen mal kurz. War ja klar. Weil ich natürlich jetzt frage, ob die Quest mit Holmes. Die marschiert einfach durch. Die sehen das gar nicht, wa? Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt...
Dann kehren alle Monster zurück. Raleras Nachricht. Was, wir wohnen hier nicht mehr, da wenn unsere Heimatdorf angestellt zurückgekehrt sind. Okay. Das sind das 2 von denen, die wir damals verpasst haben. Aber den Rest haben wir irgendwie unterwegs entdeckt, bevor wir Angestellte irgendwie befreit haben. Aber ja, eben so 2, 3 Personen, da wussten wir ja, dass wir die wohl, naja, eben verpasst haben. Also quasi Angestellte schon zu früh befreit haben. Wobei, was heißt zu früh? Gut, was natürlich jetzt hier soll, weiß er auch nicht. Ich meine, wir sind netter Ort und so, keine Frage, aber... Und hier schlafen kann ich auch nicht. Ja, jetzt halt die Frage ja, mit den Episoden. Was ist da... Wo ist überhaupt schon wieder? Schon viel gemacht hier, wa? Alter Schwede. Hä? Wo ist die hin? Bring den Clou der Frieden, genauso diese Bringe bla bla Frieden. Solange doch der Blutmond die Monster wiederbelebt, wird die Monster während des Kampfes den Frieden fortsetzen müssen. Ich finde es einfach seltsam, wenn es irgendwie heißt, bring der Ebene Frieden, bring den Clou der Frieden und das war's dann. Irgendwie, keine Ahnung, da kam noch was von wegen, ja, bring Akala Frieden, bring Gerudo-Tal Frieden, irgendwie sowas. Vielleicht wäre es dort auch zu übertrieben, aber zumindest Akala noch. Eigentlich ganz nett gefunden. Naja. Die Mühle. Ich habe schon wieder irgendwie so Ocarina of Time Vibes. Oh, direkt hier oben. Hätte auch sein können, dass hier irgendwie so ein nörgelnder, oh, wie heißt das Teil? Nicht Klavierspieler, nicht Orgelspieler. Oder so eine Art Mini-Orgel. Ja, den Stuhl kenne ich auch noch. Hat hier oben sogar ein paar Monster, wenn ich mich richtig erinnere? Das sind normale Kühe, sind das schon? Normale Kühe, wa? Okay. Wie soll ich denn? Kann ich auch nicht, hä? Was ist los? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Ach, nichts. Muss in einen Flaschenposten Teich kommen. Ja, hier mir auch. Überlegt gerade, kommen wir gar nicht so weit mit der Ultrahand. Kann ich. Wird zwar creepy, aber hier natürlich nicht, wa? Nee. Ja, dann machen wir's noch schnell auf die andere Art und Weise. Warte mal. Ich weiß, Folge ist vorbei, aber ich glaube, das kriege ich dann noch so hin. Können Sie einfach so aufnehmen oder? Nein. Spezialität mit Bürgermeister Fermentierungskäse, Namensnähe von der Reife. Wo holt das eigentlich hin? Oder ist es ernsthaft zu ihr zurück einfach? Okay. Ja, ist gut. Ich weiß, ich muss die Folge beenden, Freunde. Meine Güte, diese Kühe, ey. Hier. Huch. Ja, huch. Aber wie hast du? Vielen Dank, Mann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Blub. Ganz nostalgisch. Erfahrung mit Uropas Briefen hat. Ja, das muss wohl ein H sein. Ist das sicher ein K? Spezialität mit Bürgermeister, Fermentierungskäse, Namensnähe vor der Reife. Das kann sogar funktionieren, Mann.
Okay. Noch nicht. Später. Wobei ich es im Prinzip jetzt machen könnte. Das wäre ja was war denn hier? Ach, das war der Baumstamm. Okay. Der mir so creepy angezeigt wurde. Jetzt aber sehr viele Hühner. Lecker mir. 3:30 morgens kräht ihr schon. Oh Mann, Athener Bauernhof, Athener Institut. Ja, zum Institut kommen wir bald, keine Sorge. Wie könnt ihr das vergessen? Ja, Baby. Herr Komfort, wir haben genug getan. Ich sage an der Stelle vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und dann in der nächsten Folge werden wir eine Heugabel angucken, weil die Waffentasche voll ist. War ja auch. Also nächste Folge gehen wir erstmal hier rein, werden da vielleicht die Quests mal noch abschließen können. Dann geht es zum Institut, der ist nicht mehr so weit weg, nämlich direkt hier oben. Wo es hier hingeht, naja, vielleicht zum anderen Schrein noch. Ich glaube, so hier oben müssen noch irgendwie 1 oder 2 Stück noch sein. Da mal gucken, dann haben wir noch die große Episoden-Quest-Reihe hier mit dem Bürgermeister etc. zu tun. Müssen auch noch gucken und vielleicht, wenn wir vielleicht wieder mal in den Untergrund gehen und da ein paar Wurzeln zu aktivieren. Wir gucken mal. Genau, also ihr Jägerversteck war. Den müssen wir auch noch suchen, ey. Oder eben machen wieder mal ein paar Schreine, sobald ich halt eine schöne gerade Anzahl gemacht habe, die sich durch 4 teilen lässt. Das wäre ganz cool. Oder machen uns halt doch schon auf nach Kakariko. Wegen, ja, auch vielen Quests, ja. Wir machen mal die Dinger hier fertig mit der Episodenreihe bezüglich dem Kurier. Dem Kleeblatt-Kurier, das wäre auch mal eine Idee. Ich weiß es hier sowieso, hier ist noch ein Pferdestall. Die restlichen Stellen haben wir alle schon gesehen. Das heißt, er muss sowieso noch bei diesen anderen Stellen sein irgendwo. Ich glaube, 3 oder 4 Stück fehlen noch, wa? Quests. Diesbezüglich. Naja, wir werden sehen. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.